Wenn sie nicht Ja, auf dem Sir. Schiff wären. Bedenken zur Kenntnis genommen, Gelehrte. Richte Proctor Ingram meinen Dank dafür aus, dass ich dich ausleihen durfte. Du kannst dir die Exemplare gern ansehen, aber bitte nichts anfassen. Ich übernehme keinerlei Verantwortung, wenn du dich verletzt. Sind das alles deine Kreaturen? Nun, sie sind Teil meiner Forschungsarbeit, wenn du das meinst. Ich stehe kurz davor herauszufinden, wie die Körper dieser Kreaturen sich an die Strahlung, die ihren Lebensraum kontaminiert, angepasst haben. Wenn ich den Code knacken kann, kann ich unsere Truppen mit einer Schutzverbindung ausstatten, die deutlich besser ist als Radax. Was meinst du mit den Code knacken? Den genetischen Code, die DNS-Sequenz, die jedes Lebewesen in sich trägt. Weißt du, die ionisierende Strahlung, die nach dem großen Krieg zurückblieb, ist tödlich, weil sie den meisten Lebewesen Schaden auf Zellebene zufügt. Allerdings hat sich der Körper dieser Kreaturen nach mehreren Generationen angepasst und seine Gene so verändert, dass ein Zellverfall verhindert wird. Ich glaube, ich weiß, wie ich diese genetische Neustrukturierung beschleunigt replizieren kann. Statt in Jahrzehnten kann ich sie in Augenblicken durchführen, zumindest für einen kurzen Zeitraum. Warum nur vorübergehend? Warum den Code nicht dauerhaft verändern? Den genetischen Code dauerhaft zu verändern, das ist zu nah an dem, was mit FEV passiert ist und die Supermutanten erschaffen hat. Ein solches Risiko gehe ich nicht ein. Ich würde dir gern eine Probe der Verbindung zeigen, aber leider hänge ich an einem Problem fest, das mich daran hindert, eine Probe zu synthetisieren. Die Exemplare, die ich bereits habe, können nur begrenzt Blut und Genmaterial spenden. Wenn ich zu viel entnehme, sterben sie. Deshalb brauche ich zusätzliche Blutproben von den Kreaturen im Commonwealth. Kein Problem, ich helfe gerne. Ich weiß dein Vertrauen in meine Fähigkeiten zu schätzen, Schwester. Ich habe deinen Pip-Boy so modifiziert, dass er die Leiche jeder kürzlich getöteten Kreatur auswertet, die die passende Blutgruppe hat. Du musst dann nur noch geeignete Proben entnehmen und sie zu mir bringen. Hey, ich weiß wirklich zu schätzen, dass du das für mich tust. Schön zu wissen, dass ich nicht die Einzige in der Bruderschaft bin, die dem Fortschritt aufgeschlossen gegenübersteht. Maxon mag barmherzig werden, aber ich kann dir versichern, dass das Institut seinen Zorn spürt. Du solltest zur Pridwen zurückkehren. Ich kümmere mich um die Sprengköpfe. Und die Sauerei. Ah, Ritter. Hast du vielleicht technische Dokumente? Oder möchtest du einer Forschungspatrouille helfen? Ich habe technische Dokumente für dich. Sieht vielversprechend aus. Du hast wirklich Talent dafür. Hier sind die versprochenen Kronkorken. Denk dran, das Commonwealth ist eine fast unbegrenzte Fundgrube dieser technischen Dokumente. Und somit grüßt du zurück zu Fallout 4. Wie du siehst, unser Charakter hat sich ein klein wenig verändert. Ihm ist nun komplett die Delle aus der Fassade gerutscht und hat auch alles seinen Sinn, hat auch alles seine Bewandtnis. Wir gehen jetzt in die Ego-Perspektive und wir sind hier Starlight Drive-In. Ich habe da alles abgebaut, wie du siehst, und habe da schon mal angefangen, den Grund, ist jetzt mal der Anfang von einer kleinen Baureihe. Genau, da machen wir jetzt eine kleine Bauepisodenreihe und die wird sich jetzt vorerst einmal auf Starlight Drive-In beschränken, die wir aber dann später ausbauen werden. Ich habe jetzt durch Generation Zero und diesen, naja, wie sagt man so schön, nicht ganz befriedigenden Baumodus Bock gekriegt, hier wieder was zu tun und mir was einfallen zu lassen. Mittlerweile habe ich noch ein Level vergeben, und zwar können wir jetzt da auch Läden bauen. Wir werden zuerst die Grundversorgung aufstellen hier. Genau, alles was wir jetzt so brauchen. Jetzt können wir Läden bauen, alles was halt so dazugehört, und wir werden das alles eins nach dem anderen gestalten. Vorerst
kurzen Augenblick. Baumodus ist... Genau. Wenn ich nicht vergessen habe, sind in der Videobeschreibung bereits sämtliche Mods aufgeschrieben, die ich so verwende, gell? Nur, dass du gleich Bescheid weißt. Die Uhr schaut geil aus. Ich habe wieder einiges an Mods dazu genommen, also was jetzt so in die Richtung Bauen geht und so, du weißt das eh. So, ne? Ein goldenes Scheißhaus, na bitte. Wer es braucht, hat gut einen Stuhlgang. Ist gesund auch noch dazu. Was haben wir da noch? Tische, Stühle, Betten. Neue Betten. Ja, die haben wir, glaube ich, eh schon mal gehabt, alle miteinander. Ist wurscht. Und, warte mal kurz, ich habe da noch irgendwas gehabt. Warte mal. Und zwar habe ich, also das ist für ein Creation Club, das ist da mit diesem Slowcam Joe, was wir uns selber bauen können. Stahlgerüst, da bla bla bla, SOE Pack. Was gibt's da alles? Ja, dauert ein bisschen, bis er es anzeigt. Ich habe nicht mehr den besten PC, muss ich dazu gestehen. Okay, was haben wir da? Mauern. Ah ja, genau, das sind die Yangtze-Mauern. Können wir die da dazu anklicken? Warte mal. Also müssen wir auf die hintere Seite gehen. Oder ich nehme mal die Böden, was natürlich intelligenter wäre, weil dann sehen wir es gleich, ob das so funktioniert, wie man das vorstellt. Okay, das würde sogar funktionieren. Und das ist nicht einmal schlecht. Egal, wir fangen mal mit dem kleinsten an und arbeiten uns dann gebietsweise rauf. Und zwar... Warte mal. Ich weiß jetzt nicht, schließt das, weil ich das da her tue? Nein, das schließt unten wieder nicht an. Kack. Na, das schließt man da nicht an. Das ist scheiße. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sag, das heißt Constitution, World, Hightech, Mischstrukturen. Ah, das ist sowas. Combat Zone. Ja, ja. Warte mal. Was haben wir denn da in der Auswahl? Nein, ich möchte mit den großen Hütten da gar nichts anfangen. Absolut nicht. Warte mal. Nein, das gefällt mir aber auch nicht. Ja, weil das da nämlich nicht anschließt. Im Prinzip, ich hätte kein Problem damit, aber irgendwie gefällt mir das nicht. Warte mal. Das wird so funktionieren. Oben auf der Oberkante, warte mal kurz, wenn ihr zwar hergeht und an der Unterkante, neue Böden. Cool. Na, das schaut ja gleich einmal bei weitem besser aus. Warte mal. Hey cool, der überdacht das da sogar. Voll geil. Warte mal. Mal da. Irgendwie herrutschen. Also nein, das geht gar nicht so. Ich müsste das so machen. Ja, aber so weit außer wollte ich ja gar nicht. Warte mal.
Nö. Übertreiben wollte ich es jetzt eigentlich nicht. Ach so, wir lassen das einmal so. Wenn ich jetzt aber hergehe. Na, da darf ich die Böden da oben nicht nehmen. Da müsste ich rein theoretisch die kleinen nehmen. Also jene hier. Das ist, ja, das ist ein bisschen scheiße. Egal, wir bauen uns jetzt da mal. Nein, wir werden das schon so machen. Wir werden das so machen. Weil dann können wir nämlich da hinten die Mauer zumachen. Warte mal, ist das mit den kleinen Wänden auch da drinnen? Ja. Ja, und den nimmt man jetzt da einer. Scheiß. Den vielleicht. Aber ich habe da sicher irgendwas. Warte mal, wann das war da herinnen, gell? Ja. Aber da hätte er Ecken. Wie schaut das aus? Das grindet wahrscheinlich immer dumm, also grindert immer dumm, ne? Das schaut wahrscheinlich scheiße aus, Anna. Genauso wie ich mir es gedacht habe und ich es nicht wollte. Gekack! Warum funktioniert das alles nicht, wie es ich will? Grutze, fix du! Scheiß mit Ohren. Aber das nimmt man nicht so. Ich sag das. Ja, da müssen wir da ein bisschen anders vorgehen. Ich habe Zeit, ich habe Geduld auch. Haha. Dann müssen wir das so machen. Wenn es geht. Obwohl das geht. Wollen wir das so auf 4er fahren? Nö. Da andere Idee. Schau her. So. Dann machen wir jetzt da hinten die Wände rein. Machen wir da hinten die Wände rein, genau. Weißt du was? Das können wir so machen. Voll geil.
Ha! Und da hervorn Treppen. Da hervorn. Da haben wir als Verbindung runter. Da ist her. Genau, und dann können wir, dann kann es da schön durchmarschieren. Dann brauchen wir Wände. Wo seid ihr denn? Warte mal kurz, ich muss es da noch dran, damit ich auch sehe, was ich da jetzt da fabriziere für einen Quagel. Jetzt nimmt man das nicht wegen der Stirn, oder was? Oder wegen die Treppen? Anscheinend. Nur was anderes machen. Über Zeit und Geduld auch. Haha. Ja, das können wir mal so lassen. Das gefällt mir mal schon. Down. Jetzt pass auf, das glaubst man nie, was jetzt kommt. Kleine Generatoren. Aha! Das war in diesem Pack, in diesem Mod-Pack drinnen. Nur weiß ich nicht, wie lange dieses Modpack bei mir am PC überleben wird. Ich probiere es einfach einmal. Dieses Modpack hat 1,1 GB Größe. Ja. So. Eins. 2. 3. 4. Ja, schaut das geil aus. Ha! Warte mal kurz. Jetzt habe ich noch eine bessere Idee. Also die Idee ist ja wirklich eine von den besseren, wie man so schön sagt, nicht. Und zwar, dieser hier geht da vorbei. Na, weißt du was? Ich tue das weg. Genau, und fahr mit den Stromleitungen da durch raus. Dann brauche ich dich, dich und dich da. Das ist mir wurscht, wie das da drin ausschaut, aber das gefällt mir nicht. Das ist zu weit heraus. Aber wenn es nur ein Stickel ist. Was? Sehr geil. Ah, genau so. Weißt du was, da könnte man eigentlich, wenn wir da offen lassen, könnte man ja rein theoretisch die Treppen ja wieder hinbauen da. Wie du siehst, ich habe jetzt in der Zwischenzeit einiges an Ressourcen wieder zusammengetragen. Die wenigen Versorgungsrouten, die wir haben, passen. Und verkauft habe ich auch einiges und Schrott habe ich auch geholt und gekauft. Genau. So. Ja. Gefällt mir ganz gut. Da haben wir da noch zwei Stecker her. Oder zwar so Stromleitungen. Genau. Die haben wir da her.
Und ansonsten sollte mein PC diese 1,1 Gigabyte große Mod nicht vertragen oder nicht schaffen, muss es wieder rausnehmen. Ansonsten müssen wir uns halt dann mit den Dingen befassen und zufrieden geben, die wir halt einfach haben. Okay. Energiepylon. Hä? Ach so, Trottel. Das ist der stinknormale Pylon halt, nur dass du halt ausschalten kannst. Genau. Mach mal. Einmal. Zweimal. Einmal. Zweimal. Genau. So versorgen wir bis jetzt einmal die Siedlung mit Strom. Hoppala, das war jetzt da die falsche Richtung. So. Und so. Okay, okay, das können wir so lassen. Sehr fein. Very, very gut. Wenn ihr jetzt noch wisst, wie ich da auf das Dach gekommen bin. Das lasse ich alles. Ja, schau einfach nicht hin. Damit da, das muss ich alles zumachen mit einem Boden und ja, eh schon wissen. Vielleicht tue ich das auch noch weg. Ja. Okay, können wir das auch noch weg tun? Nö. Als nächstes gehen wir den Rekrutierungsleitstrahl an. Den stellen wir gleich mal daher. Wo tun wir die Siedler hin? Wo tun wir die Siedler? Weißt du was? Eine Idee. Man, das schaut jetzt wirklich noch nichts aus, gell? Aber die Siedler. Werden wir für Genot wurzeln. Denen werden wir dabei für den Anfang sowas bauen. Warte mal, ist das jetzt relativ... Ja, ich glaube, das reicht einmal, oder? Ich glaube, da können wir unsere Siedler schon befriedigen damit. Haha. Passt gerade mal nur so viel, dass wir doch über den Kopf haben. So.
Achso, in den Baumodus kannst du wieder nicht laufen. Nein, jetzt so. Da. Fünf, 6, 7, 8, 9, 10. Da können sie aufspazieren. Die Weichflöten. Und dann werden wir da ein paar Betten hinstellen, genau. Ah, da. Okay. Was sagen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 Betten sind das jetzt schon. So, da haben wir jetzt noch schnell ein Dach drüber. Nein, da werden wir wieder dieses Hüttenobergeschoss nehmen. Und zwar nämlich die doppelte Platten. Das war diese da, aber vielleicht bauen wir oben noch was drüber. So. Ja, funktional und das passt. Gut. Dann müssen wir die Idioten an Siedler müssen wir ja auch mit Essen versorgen. Wie machen wir das, hä? Du hast wahrscheinlich auch so wenig Ahnung wie ich davon. Dieses Hüttenfundament, da mal. Shit, das ist jetzt schon schief, was war ja auch gesoffen gewesen. Na, krass. Ja, ist schon besser. Zwar auch noch nicht das, was ich mir vorgestellt habe, aber scheiß drauf. So. So. Also da können wir aber da noch 4er gehen mit 2. Sehr geil. Gut, jetzt brauchen die was zum Essen. Beziehungsweise nur 8 Gartenfelder haben wir, also haben wir keinen Dünger. Super. Egal, für den Anfang soll es reichen. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Gut, jetzt können wir da mal schauen, was wir da jetzt alles haben. Karotten, Klingenkorn, Mais brauchen wir auf alle Fälle. Ich weiß nicht, Mais und beziehungsweise der Kleber ist bei mir eigentlich immer notstandig. Also da habe ich nie was. Mutterbeeren. Was das? Wir machen da eine dritte Reihe mit, ein drittes Feld mit Mutterbeeren, genau. Und der Rest ist alles Tato. Weil siehst du, da haben wir zum Hamstermelken davon. Okay. Dann hätten wir das. Ich hätte jetzt 2 Siedler gesehen, aber wo sind die? Lass mich raten. Die haben sie sicher hingelegt. Aha. Ja, wenn sie einer kreuen, selber schuld. Ich hab's einer nicht verboten. Ja, das ist die typische Fallout-KI. Mhm. Wo da man denn die Scheiße hin, weißt du was? Wir brauchen ja da eher ein bisschen was. Na gut, so viele Siedler wie ich nicht zusammenkriegen wahrscheinlich. Dann müssen wir uns die halt gut einteilen. Aber ich hab da Starlight Drive-In ein bisschen was anderes vor. Nämlich, ich möchte eine Sache probieren, die ich so noch nie gemacht habe. Wie haben wir denn da jetzt da? 4 Stück. Ja. Egal, das lassen wir mal so. Jetzt schauen wir, wo die 2 Deppen wir dumm deppnen. Ich habe jetzt ein bisschen sehr großspurig gedacht, gell? Machen wir 1, 2, 3, 6, machen wir 5 Stück, genau. Wir rechnen im kleineren Maßstab, aber ein bisschen mehr Abstand zwischen. So. Okay. Down. 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 Down habe ich gesagt, down. In was für Richtung schauen die Brahmins? So oder so? Weißt du was? Sei es drum.
Ich probier's einfach. Mehr wie Schiebke kann's nicht. Und Starlight Drive-In wird dann sowieso die Siedlung sein, wo die meiste Produktion abläuft. Sag jetzt einmal so. Ganz salopp formuliert. Dann brauchen wir Wasser. Genau. Dann brauchen wir Wasser. Wasserchen. Okay. Ich glaube, ich hau die Mod wieder raus mit den 1,1 GB. Ja. Zwar schön, dass es gibt, aber schon wissen. Powered Clean. Minuteman Paint. Wow. Na, das gefällt mir da aber nicht. Ja, das anders machen. Ah, voll geil. Passt. Da fahren wir da mit einem Dings um, hätte ich gesagt. Schau her. Ja, ich muss die Mod leider auszutun. Tut mir leid. Ja, habe ich mir gedacht. Wir beenden das Ganze da jetzt einmal. Ich werde die Mod wieder entfernen mit die 1,1 GB. Wie du siehst, ja, sie bringt meinen PC ein bisschen auf Trab und wir werden einfach mit den bestehenden, was wir haben, weitermachen. Passt. Also, wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Das kann jetzt sein, dass es ein paar Teile dahin geht, da mit dem Baumodus und Starlight Drive-In, aber das soll mir auch recht sein. Das Spiel lässt 200 bis 300 Stunden zu. Bis zum nächsten Mal. Baba.